Hallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und ich habe ja neulich euch schon mal versprochen, dass man an der Sledgefire ein bisschen was macht. Das ist richtig schicker Schrotflinte-Blaster. Das ist dann, wenn es da runter, gut, jetzt ist schon gespannt, das geht ganz leicht. Normalerweise, wenn man das da runter drückt, dann lädt das. Und dann können wir hier so Halterle nehmen. Packen wir das rein. Und dann schießen wir 3 Pfeile auf einmal. Ja, Schrotflinte halt. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man das beim Öffnen wird die geladen. Aber ja, ist schon Zeug, dass ich da so Hülse gefunden habe oder so. Ja. Die dann für mega Pfeile gedacht sind. Habe jetzt die als erstes druckt. Die habe ich so stehen druckt. Da seht ihr, der war ein bisschen vom Durchmesser her, war ein bisschen dick. Ist immer noch so dick. Und ihr seht, das ist so ein nachgemachter Mega-Pfeil. Und da geht der halt nicht gescheit drüber und dann habe ich das abgeschliffen und beim Abschleifen ein bisschen wo es eigentlich Kraft aufbraucht, dann ist es gebrochen. Da habe ich es halt wieder geklebt. Wenn man dachte, okay, das musst du wahrscheinlich liegende drucken, dass du da in die Richtung Stabilität kriegst. Das ist halt dann scheiße, weil du hast da die Rille, aber ja. Dann habe ich das müsste sein. Dann habe ich das so liegen gedruckt. Ich glaube, wo war das? Das war das letzte. Ah, doch, das war das zweite, das war das letzte. Dann habe ich das liegen gedruckt. Und halt testet. Und wir können sie da einfach mal nacheinander testen. Nehmen wir die erste. Wenn sie jetzt hingeht, dann geht es wenigstens vor der Kamera her. Dann habt ihr das wenigstens gesehen. Und dann machen wir das zu. Dann haben wir da vorne. Mal gucken, dass ich das. Was sehen wir da? Starte ist da raus. Das ist jetzt vom Kamerawinkel vielleicht ein bisschen angeschickt. Das sehen wir, dass nichts passiert. Ah gut, ein bisschen. Also wenn wir noch ein paar Mal schießen, dann fliegt es vielleicht raus. Guck. Ah, jetzt. Aber normalerweise kennt man ja schon erwartet, dass es beim ersten Mal geht. Also das ist zumindest eine, ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich erwarte das und wenn ich das so was bastelt. Und wenn ich dann was schießen will, dass ich nicht 3-mal schießen muss, dass er rausfliegt. Dann habe ich gedacht, ja komm, druckst du das nochmal. Und wenn du es nochmal druckst, dann kannst du den Durchmesser gleich verändern. Und ja, das ist jetzt ein bisschen besser. Das geht sogar ganz gut. Ui. Bin ich verwundert, ich habe nämlich gedacht, dass da einer die Klappe dann nicht gescheit aufmacht, wenn das so ist. Deswegen habe ich dann noch Tritz gedruckt, aber das geht eigentlich schon ganz gut. Das ging gut. Ist immer nicht so weit geflogen. Ja gut, hier ist klar. Den halben Meter vom Tisch, den macht das schon noch. Also, den Fall habe ich dann nochmal ausgedruckt, weil ich gedacht habe, die müssen dann reingedrückt werden. Habe ich nochmal ausgedruckt. Oder seht ihr, da drückt das da rein. Weil das macht die Hülse da noch nicht. Doch, macht sie auch. Nicht so arg, aber macht sie auch. Ja, schauen wir mal. Aber deswegen habe ich das da nochmal verändert. Und die auch wieder liegen gedruckt. Ja. Also ich will an der Sledgefire eigentlich nichts verändern, weil der Blaster, der gefällt mir so wie er ist. Ach, das ist faszinierend, das geht jetzt tatsächlich nicht so gut. Das ist dann tatsächlich. Jetzt bin ich verwirrt. Bei meinem anderen Test. Das ist dann tatsächlich die zweite und beste Gott. Ja, dann ist es halt so. Ich finde es schon cool, wenn ich mal einen Mega Blaster habe.
so mega Blaster gefährt, das ist klar. Das ist nur zum Blödsinn machen. Ich glaube, wenn ihr da irgendwie so Nerf-Kriegli da spielen wollt, seht ihr, wie aufwendig das ist, das zu laden. Runter und dann, da ist natürlich so Blasterle mit Magazin ist dann schon wesentlich besser, aber mir Gott am Spaß selber dabei, um auf Ziele zu schießen und ein bisschen auch einfach dran rumbeißeln. Also, das habe ich halt einfach, also ich werde euch die Decoy und das kann ich euch verlinken. Und ich werde jetzt auch euch einfach empfehlen, das Liegen zu drucken, dass das halt in die Richtung stabil ist. Sonst haben wir da halt die Ebene und das ist halt nicht stabil. Also ich werde es euch auf jeden Fall wie üblich dann unten verlinken, dass ihr das auch nachbauen könnt, wenn ihr das wollt. Aber das ist halt, ich denke, das lohnt sich nur, wenn ihr schon 3D-Drucker habt und alles. Also, ja, ich glaube, das fliegt jetzt raus. Oh, ist gar nicht so stabil. Hab mir jetzt vorher nicht traut, bevor ich die Kamera angemacht habe, weil sonst hätte ich euch die verschiedenen Versionen nicht zeigen können. Aber das fliegt auf jeden Fall raus. Aber das ist schon cool, da Mega-Pfeile schießen zu können. Das heißt aber auch, also müsst ihr halt gucken, das kann schon sein, dass es vielleicht auch eine Toleranz auf meinem Drucker liegt oder vielleicht auch an meine Mega-Pfeile, die ihr habt. Das kann schon sein, dass wenn ihr das mit eurem Drucker rauslasst oder mit euren Mega-Pfeilen dann testet, dass die Originaldatei einfach auch besser funktioniert bei euch. Das hat halt bei mir einfach nicht funktioniert. Also das heißt ja nicht, dass es prinzipiell nicht geht. Das ist halt einfach eine Kombination mit meinen Pfeilen und meinem 3D-Drucker und allem. Aber das ist ganz einfach. Da könnt ihr dann den Blender oder so einfach da die Kreisler auswählen und das ein bisschen kleiner machen. Das sind einfache Handgriffe. Also denkt, das kriegt ihr hin, wenn ihr da mal das ausdruckt, was ihr auch machen könnt. Wenn ihr nicht den ganzen Drucker abwarten wollt, einfach da einen Teil von dem abschneiden und das mal probehalber ausdrucken und mal testen, wie das passt. Und es dauert halt seine Zeit, bis man das komplette Teil ausdruckt hat und wenn er ist halt dann immer ärgerlich, wenn man was ausdruckt hat und denkt, ah scheiße, und der geht ein paar Millimeter Gott jetzt nicht. Aber zur Not, also da hätte ich euch einfach fehlt ein bisschen Schmirgelpapier und das dann in die Richtung, das ist schon recht stabil. Also ich will es jetzt nicht mit Gewalt machen, weil klar ist Kunststoff, das geht dann schon irgendwann mal hin. Oh, seht, das biegt sich schon. Weil das andere, das bei der bisschen Kraft wahrscheinlich schon brechen. Oh, doch nicht. Das war dann bloß da die Ecke. Ja, oder vielleicht, weil ich einen großen Hebel gehabt habe. Ich weiß es nicht. Also, ist ja egal. Hat sowieso nicht so gescheit funktioniert das. Aber das, wie schon gesagt, mit der Drucktoleranz und allem, also das kann schon gut sein. Oder vielleicht sind die Pfeile auch über die Zeit ein bisschen dünner geworden. Das kann auch sein, dass das Modell dann zu einer Zeit erstellt wurde, wo die Pfeile noch ein bisschen andere Toleranz hatten und alles. Das ist manchmal schwer zu sagen. Also von daher einfach probieren und sie nur ein bisschen anpassen mit Blender. Das geht ganz schnell. Das ist kein Hexenwerk. Von daher, das kriegt ihr schon hin. Und wie schon gesagt, Modell findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr dann schon da seid, lasst ein Abo da, drückt das Klingerle. Und dann frohes Basteln euch. Bis dann, wünscht euer Blaster-Ingenieur.